Ja, das ist, wer da so ein Priesträger, wo er sich frucht, hätte den Priest nicht all? Und die Antwort ist, nee, hätte noch nicht. Man, das ist wirklich an der Tit und Hauch verdient. Köttens, kunde Schleswig-Holsteinische Heimatbund und die Stadt Kappeln, das berühmte Haupten in ein Pressmitteilung König moken. Der Niederdeutsche Literaturpreis von der Stadt Kappeln geht düt Jahr an den Hamburger Quickborn Verlag. Und davon mach ich einen beiden vertellen, er wie in Düsseldorf denn noch die Frucht stellt, worum gibt das in Schleswig-Holstein eigentlich kein eigen plattdeutsche und unabhängige Medienplattform? Das hier ist Sprok, der Hammerbund-Podcast Tau plattdeutsche Kultur. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Schnacken und Verstohn. Lesen und Schrieben, die vier Kompetenzen von Sprok. In 18. Jahrhundert habt die Städte in Norddeutschland ein wie ein wesselt. So einen Kanzlien, Kontoren, Kaken, Umstegen von Niederdeutsch ob Hauchdeutsch. Thorsten ist platt noch schnackt und verstohn worden, man de Lü habt dat nicht mehr geschrieben und lest. Wat in uns Kulturkreis mit ein Sprok passiert, der nicht mehr in Beuker steigt, dat könnt wie von doch betügen. Se verschwindt ute Wittenschop, ute Kultur, se klöf sich in verschiedenen Dialekten, se ward mehr und mehr bekeken als Sprok von de Lütten Lü, wied af von Billen und Aktualität. So, und nu kömmt Klaus Groth, der Dichter und Heid in Dithmarschen, in der Mitte von 19. Jahrhundert, kümmt sie ein Gedicht sammeln Quickborn ruht. Untertitel Volksleben in plattdeutschen Gedichten Dithmarscher Mundart. Da ist die Schrift mit eins wieder platt. Richtige Literatur, der wat döcht, der de Lü tau dinken und tau feulen gift. Groth wär nun nicht der erste und einzige, der nur stumme Jahrhunderte wieder ob platt schreiben hätt. Man wär dei mit den grötzten Durchschlag. Da hätt ein Grautstück Literatur in den Sohl stellt und damit ja zumindest drei Socken feststellt. Das erste, auch Plattdeutsch ist Deutsch und steigt Schmuck und mit dat gleiche Recht als Öller Süster blang dat Hauchdütsche. Dat Anna, Plattdeutsch let faste orthografische Regelstau, der lesen und schrieben meuchlich mogt. Und das dritte, Plattdeutsch döcht als Kultursprok, als Sprok für de hauge Literatur. Für dessen Achtergrund süd sich plattdeutsche Kulturarbeit bet von doch oder sech wie Mose schulzig für dessen Achtergrund sein. Groth sin Verdienst steigt so denn nicht Chlor für Augen. Der Quickborn ist immer wieder Fluchtpunkt und giften ja auch Nom und Programm her für den Verlag, der sich den 1915 in Hamburg gründet hat und sich dem plattdeutsche Beuker verlecht. Da will ich obrut, der Quickborn Verlag, der nu den Kappelner Literaturpreis hebben schall. 1 Jahrhundert und 5 Jahr no sin Grün, der letzte Verlag mit ein rein plattdeutsch Angebot. Hätt mal mehr geben, man de sind obholen. Das Geschäft ist nicht einfach. Das Angebot von dat Verlegerpaar Gesche und Per Martin Scheller reckt von Kotte Vertellen von Gerd Spickermann, Jarret die Baba oder Matthias Stürwold, Chlor, die kennt ein oder dat Massenmedium und überhaupt, de Lü wird lachen, bethen tau Lehrwagen für Kinder und wussen Lü oder Lyrik de Sachs nicht liegerlicht to verkäupen sind. Mann, just dat is dat ja wohl, wat de Jury räucht het, denn Verlag ist dat wirklich ernst mit de Sprok und mit de Literatur. Und in begründen Schrift de Jury denn ja auch. Gesche und Per Martin Scheller begleiten ihre Autorinnen und Autoren ebenso kritisch wie aufmunternd und verpflichten sie auf literarische wie formale Standards, die dem Ansehen der Sprache zukommen. Mit dem Niederdeutschen Literaturpreis 2020 zeichnet die Stadt Kappeln also eine Schnittstelle zwischen Schreiben und Lesen aus. Bei Quickborn wird das plattdeutsche Buch nicht auf eine bezifferbare Handelsware reduziert. Der Verlag versteht sich auch als eine Stütze des niederdeutschen Kulturbetriebs. Zitat to N. Sau not tau lesen taun Beispiel ob de Sied von Heimatbund in de Press mit Deilen tau den aktuellen Kappelner Literaturpreis. Ein Verlag, der plattdeutsche Beuker verlecht und de Sprok und de Autoren mit Respekt, Ernst und Leifte bemött.
wo kein Scholsin-Wert für uns Kultur wolltau Hauch ansetzen. Am 6. November kriegt Gesche und Per Martin Scheller in Kappeln den Niederdütschen Literaturpreis von der Stadt Kappeln als Uttaken für die Arbeit von einem Quickborn Verlag. Und der sich total freut, der da dat zurecht. Schrieben und lesen, schnacken und verstohn. Wenn do wat fehlt, biete feie Kompetenzen, denn ist de Sprog nicht heil, heb wie secht. So, und nun mal af von düsse feie Kompetenzen, do kann ein sich jo fragen, wat brug ein Sprog denn eigentlich noch in uns Kulturkreis und für all in uns Tiet, wenn sie nicht blaus heil wen schall, man wenn sie auch einen echten Platz in uns Leben haben schall. Und damit mache ich da das Hauptthema von düsse Utgof kom, dat is Platt und Medien. Der Schleswig-Holsteinische Landesregierung ist do nämlich just bi und schrift an den Handlungsplan Sprachenpolitik für den 19. Legislaturperiode. Düsse Handlungsplan nur denn de Minderheiten und Regionalsprochen in Schleswig-Holstein, so denn nicht blank platt, auch Dänisch, Fränkisch und Romanes fördert waren schütt, hat sich 3 Leitsterns set. Das sind Bilden, Medien, Mehrwert. Konkret jode sog, wonehm kann ich de Sproken lernen, wonehm krieg ich de Anboden in Funk, Fernsehen, online oder ent Blatt und tau wat kann ich de Sproken bruken in uns Wirklichkeit, in Arbeit, Freizeit, Oldach. Wenn der niege Handlungsplan ruht ist, denn wart wieder rinkicken und gründlich lesen, wat de Landesregierung will. Wat de Medien angeht, ein von de 3 Leitsterns, da weit wir auf jeden Fall, wat wie wird. Die Plattaktivisten fördert in Utschüsse und Diskussionen immer wieder mehr Plattdütsch in den Medien. Und sie findet auch viele Politiker, die das so seid, man, wie lebt in einer Demokratie, die Presse ist unabhängig und das heißt, Politik kann nicht verschrieben, wat send ward und auch nicht in wat für ein Sprog send ward. Ob stunds? Hab wie ein Praktikantin hier bei uns, bin Schleswig-Holsteinischen Heimatbund in Molfsee. Das ist Leonie Rostam. 22 Jahre alt ist sie und sie studiert in Kiel Skandinavistik. Ein junger Mensch, also ut min Sicht, ein junger Mensch in de Utbillen. Und nu feilt sie sich auch handtrocken nur de Sprog von er Heimat, Schleswig-Holstein. Interessiert sich so denn nicht für Plattdütsch. Und ich hab halt immer 60, schall doch mal kicken, was dat für mediale Angeboten ob Plattgift und verglichen mit analyte europäische Sproken, so als Sorbisch, als Katalonisch, als Samisch. Hier ist Leonie ihren direkten Eindruck von dat Bild, was dat Plattdütsche obstuns Afgift in den Medien, die sei besöchtet. Das ist alles relativ, also viel bedient das Klischee des Schleswig-Holsteiners, der in Gummistiefeln über seinen Bauernhof oder am Strand rumläuft und eine Schiebermütze auf dem Kopf hat. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber wenn man die Jugend, also unter anderem ja auch mich, dafür begeistern will, ich bin ja jetzt schon begeistert, aber wenn man alle anderen auch begeistern will, dann müsste das Image meiner Meinung nach ein bisschen moderner werden. Und nicht nur dieses heimatlich schöne, gemütliche, sondern eben halt auch, dass es eine ganz normale, moderne Sprache sein kann. Und das kann es ja auch. Es gibt ja auch neue plattdeutsche Wörter, die auch modern sind. Moment mal, platt und modern? Geidert überhaupt? Stell dir vor, uns Medien wird ob platt über die aktuelle Welt der Buten berichten. Kriegt uns Sprog dat überhaupt noch beschickt, wat Fru Rostam sich do als junge Plattfreundin wünscht? Lot uns mal rinhören, wo an sich das anhört, wenn der Hamburger Landesradiosender NDR 90,3 am 22. September 2020 über den technischen Fortschritt in der Luftfahrtindustrie berichten deit in der täglichen plattdütschen Nachrichten, die sie da hab. Sprecher ist Bernhard Koch. Wir haben einfach mal mitschneiden. Bei Airbus sind sie an Arbeiten an Fliegers ohne Emissionen und Hamburg können womöglich Biet entwickeln in graude Roll spielen. So hätt Wirtschaftssenator Michael Westhagemann sagt. Da Achtersteken deit, dat in Hamburg also an forscht ward, wo ans man Energie und Waterstoff kriegen kann. Airbus hätt König mogt sie wild bei 2035 3 Fliegertypen ob de Bein stellen, die mit Waterstoff antrieben ward. Cool, klingt gar nicht schlecht. Nur richten ob platt. Stell dir vor, wir haben ein Medium,
wat uns den ganzen Tag die graute Welt sau nüchtern, kompetent und stilsicher in de Sprog ob platt infangt. Man heb wie nicht. Status quo obstuns ist, dat wie in verschiedenen Printmedien hier und dort hen und wenn mollen plattdütsche Kolumne heb. Kümp auch förderte Kieler Nachrichten mollen heile sieht mit Artikel ob platt druckt. Wenn wir uns TV und Hörfunk ankiek, dann könnt wir de privaten Stadt schauen und auch loten, do löppt nicht wirklich wat. Bliff de NDR no, de uns als öffentlich-rechtlichen taufasste Sendetiden plattdütsche Programme anbüt, leider nicht in Fernsehen. Da sind wir blied, wenn in Schleswig-Holstein-Magazin de Reporters Interviewpartners doch auch mal ein O-Ton ob platt abgeben lot. Kümp auch für dat mal ein heilen Beitrag ob platt ist, man da denn ja auch meistens blaustau Themen ute plattdütsche Kultur. Ute plattdütsche, ja, so dat wir als plattdütsche ob uns sübst betrocken blieft und dat Bild fast kloppt uns Sprog reckt bet non gorn tun und kann den Laub von der Welt dort buten all nicht mehr mit Wör afbillen. Überregional in NDR Fernsehen ist uns immer mal Büttenwader ob platt anboden worn. Man, dat bringt uns nix, wenn tausendsten Mol plattdütsch as Sprog von dösige Hinterweltlers durchstellt ward. Dat schot uns bloß. Blifft so denn nicht, der Hörfunk. Über NDR 90,3 hab wie jüss schnackt. Der plattdütschen Nachrichten laubt ja in Hamburg. Man, wie schnackt von Schleswig-Holstein hier und da ist uns Landessender jo NDR 1 Welle Nord. An Montagabend bringt NDR 1 Welle Nord de Sen von Binnenland und Vorderkant mit einem plattdütschen Schwerpunkt. An Sonnabendmorgen bringt er de Weg ob platt mit verschiedenen Nachrichten und de Verleiden durch und lädt den gern auch mal mit den Lütsch Muster green en. Montag bet Sonnabend löbt hier an Vormittag, so als auch in Niedersachsen und Hamburg, die traditionsreich Hörmon bitten Tau mit korte Kolumnen. Und nu können wir auch noch über das Niederdütsch Hörspiel schnacken oder mal einen plattdütschen Kakenbeitrag und natürlich überhaupt nicht drauf vergeten, die graute Geschichtenwettbewerb, der mit viel Krosch dort durchführt ward. Vertell doch mal, denn so ob de Bein stellt und damit bi de plattdütschen ja auch die Kompetenzen von Lesen und Schrieben fördert, dat noch mal obzunehmen. Und was ganz wichtig ist, einschaltig bei NDR 1 Welle Nord auch mal bekicken, was so online an plattdütsche Sens noch anbät. Dort deit sich ob Stunds heil fehl und dafür sind wir wirklich dankbar. Ob NDR 1 Welle Nord löbt fehl ob platt. Se daut wat. Ich sag dat bloß von wegen, dat is auch bei uns in Euf zieht jo teinte, dat Versprekers von plattdütsche in de Gremien zu haupen sit und secht, ja, der NDR, de schall mal mehr ob platt mucken. Und da wart sie denn vertörnt, bi, wenn der NDR dat denn aber nicht so mogt, as se dat wird. Nee, der NDR muckt dat so, as hey dat will, oder vielleicht auch as hey dat mut. Lot uns mal schnacken, bloß über NDR 1 Welle Nord, als Beispiel. Und lot uns bei der Gelegenheit mal ein Fehler wie's waren, denn wie mogt. Der Landessender bringt plattdütsche Programme und wir als Plattaktivisten sagt, das langt uns nicht. Wir würd mehr platt haben ob NDR 1 Welle Nord. Man, wo ans schall dat mehr dort in Ut sein? Wann wart für uns dat mehr ein nues Nauch? Wann sind wir zufrieden? Wenn Hörmon bitten Tau 4 Minuten lang ist und nicht bloß 1,5, wenn dat morgens auch in Schleswig-Holstein, so als bei den Hamburger Süstersender NDR 90,3 auch Havichtein richtige Nachrichten ob platt gibt, wenn ein Musikprogramm an Dach auch mal ein Godewind-Titel löbt. NDR 1 Welle Nord hat in der letzten Medienanalyse von Juli 2020 ein Marktanteil von zwischen 15 und 16% hat. Das heißt, wenn wir mit uns Pranselei das hinkriegt, dass sie dort 2 Minuten mehr plattdütsch sind, kriegt das 84% von den Radiohörers in Schleswig-Holstein lickers nicht mit. Sie schaltet diesen Sender so und so nicht in. Und mal af davon, wo ungerecht ist das eigentlich von uns, dass wir immer just bi den Sender ob dem Matsch stot, der jo all Programm ob platt anbüt. Und bi all de anderen, der gar nix für uns daut, stot wie nicht ob im Matt. Worum nicht? Will dat Sau und Sau nix bringt? Ja, hätt dat denn bi NDR 1 Welle Nord wat bröcht? Se daut jo, wat se daut. Und mehr eben nicht. Und wenn doch, was verändert sich eigentlich für uns Sprog, wenn NDR 1 Welle Nord doch mal 2 Minuten länger wat ob platt bringt? Dat is und blifft ein hauchdütschen Sender.
Platt ist hier kein Arbeitssprok, kein normal Wagtüch. Platt ist hier in hauchdütsche Umfeld immer wedder nie ein lütte Sensation, ein bunten, glinstern Stein in Programmmosaik. Ob Platt ward selten über die Situation ob Lesbos bericht oder die Proteste gegen Lukaschenko in Belarus. Ob Platt stellt sie die auch nicht unbedingt der niege Single von Johannes Oerding für. Dat ist dat Olldachsgeschäft. Und dat beschickt sie natürlich ob Hauchdütsch, das ein hauchdütschen Senner. Und Platt, dat ist doch wat Besünders. So besünders, dat sie, wenn sie Platt schnackt, denn auch meistens glick über Platt schnackt. Sübst referenziellen Gebrug von de Sprok nömt wie dat, hat uns Praktikantin Leonie Rostam ja auch beklogt, wenn wie ob Platt immer bloß über Platt schnackt. Über Plattitsch Theater, Plattitsch Musik, Plattitsch Politik und so wieder. Paar Minuten mehr oder weniger schält nix. Uns Sprok is und blifft hier ein Gast. Allein, dat düssen Gast Gift langt as Message. Und wenn doch mal wat über de Welt sägen schalte Gast, dann gern so, dat wir Mensch mustern könnt dobi. Kann dat angehen, dat wir uns knöf lever ob wat anders lenken schullen, as ob 2 Minuten mehr platt bi NDR Einwelle Nord? Kann dat angehen, dat uns Bedeln hier ut verscheiden Grün gar nix bringt und wie damit auch noch just dey ob de Nerven geht, de jo wenigstens überhaupt wat daut für uns? Wenn ich das so bedenkt, dann stelle ich fest, dass das ob stunds kein Medium gibt, kein Blatt, kein Fernsehen, kein Online-Plattform, kein Radio, was uns wirklich versorgen kann, so dass uns Sprok do wirklich Gaut von het. Ob de Medien, die dat gibt, ist platt von Anfang an utschloten und wenn nicht, dann war dat meistens schnurrig oder, was hab ich gesagt, substreferenziell brugt. Schollen wir uns nicht vielleicht dafür insetten, dat wir ein Medium haben, ein ganz ander Medium, ein Niget, von dem dat einfach anders ist? Wär dat nicht cool, haben wir ein Medium, wat platt einfaches Arbeitssprok brugt und wat ob platt denn den Laub von de Welt spiegelt, so als Journalismus dat schall, in Feuilleton geidert Lady Gaga, in aktuelle de afrikanische Schweinspest. Mi wundert, dat die plattdütsche Szene de verleiden Jahrzehnte sau wenig wucht het tau träumen von ein eigen plattdütsch Medium. Wat brug wie? Ein Internetsite, ein Radiosender, ein TV-Angebot? Wat hätte uns bremst da über Notau denken? Ein eigen Medium, wat über de Welt und de Tiet in uns Sprok berichten deit, so dat uns Sprok dat stüttig äuft. De Welt und de Tiet taufoten und sau sübst in de Welt und de Tiet blifft. Int Leben blifft, so denn ich. Und do an dat plattdütsch Leben schall, schütt wir auch kein Zweifel haben. Zumindest nicht, wat de Politik in Schleswig-Holstein angeit, lot uns mal nur Kiel kicken. Zitat: Am 26. August war viel Plattdeutsch im Schleswig-Holsteinischen Landtag zu hören. Die Abgeordneten debattierten über eine stärkere Förderung der Regionalsprache Niederdeutsch im Land. Und die meisten Redner taten dies auf Platt. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Plattdeutsch Rot für Schleswig-Holstein haben die Fraktion von CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP den Antrag Niederdeutsch ist Teil der schleswig-holsteinischen Identität gestellt, der auf eine Stärkung der Sprache sowohl in den Bildungssystemen als auch in den Medien abzielt. Der Landtag hat dem Antrag einstimmig zugestimmt. Zitat tau N, so steidert in der Pressmitteilung, der das Niederdütsch Sekretariat tau de Landtagsdiskussion rot geben hätt. Allerbest. Niederdütsch als Teil von uns Identität und der Landtag hätt ein Antrag taustimmt, der auf eine Stärkung der Sprache auch in den Medien abzielt. Der Tiden sind gar nicht so schlecht. Viele Parlamentarier verstoht hüt beter den Wert von uns Sprok fürt Land als noch für paar Jahr. Der Fruch ist, wat wie als Spreker auch so viel verstoht und anfangt uns ein eigen Medium zu wünschen, wat uns unabhängig und kompetent in uns Sprok Dach für Dach informieren und innerholen deit. Dat is neudig, wenn wir dat ernst meint mit Stärkung der Sprache. Und tau fehlverlangt ist das auch nicht. Kiek die in Europa, wo ans analyte Sproken utstat sind mit Medien. Du warst sie wundern, wat de plattdütschen Altit sau bescheiden wären. Lot uns mal kicken, wat uns Praktikantin Leonie Rostam sau obschreiben hätt bei ihrer Recherche. Katalanisch, circa 10 Millionen Sprecher,
Por öffentlich-rechtliche und private Stationen heb se. Sorbisch. Im und bi 60.000 Spreker. Bei den Figelinsch mit der Versorgung durch, man zum Beispiel sind das sorbische Programm von den Mitteldeutschen Rundfunk in der Weg 27,5 Stunden ob Sorbisch. Die restliche Tit löbt durch ein Deutsch-Mantelprogramm. Kann ein vielleicht sein, als immerhin ein Deil-Tit Sorbisch Senner. So, was habt ihr Sami boben in Norwegen? Das sind so im und bi 30.000 Spreker. Die hab auch ein öffentlich eigen Radioprogramm in Ersprog. 30.000 Spreker hab ein eigen Radioprogramm. Teufel mal, wofür Plattdeutsche gibt das eigentlich in Schleswig-Holstein? Schwartau sagen, Inwohner hab wir nicht ganz 2,9 Millionen. Und von de hätt in der letzte Impfruch 1/4 schnackt Gaut oder Heilgaut platt. Das sind nicht ganz 725.000 Lü, die meint, sie könnt platt schnacken. Kein lütte Tal. Super! Wir habt Sprog, wir habt politischen Willen und auch Lü habt wie. Was wir nicht habt, das ist ein eigen plattdütsch Medium in Schleswig-Holstein. Und das ist doch worauf dich taun verwundern. Worum gibt das in Schleswig-Holstein kein eigen plattdütsche und unabhängige Medienplattform, wo ans denn nu konkret auch immer ut sein mach? Ich find echt, das is ein Fruch, ob der wir mal Antwort säugen schulden, wenn uns das ernst is mit Plattdütsch als Teil von der schleswig-holsteinische Identität. Und ich glaub, das kann uns mehr bringen, als uns Knöf Dorfvertau verschwenden, ob 2 Minuten mehr platt wie NDR 1 Welle Nordtau bestohn und damit ja auch immer uns frünn, so denn ich taube Gries gnadeln. Das wär der zweite Utgof von Sprog, der Plattdütsche Heimatbund Podcast. Wenn Sie Vorschläge oder Fragen habt, dann gern Mail an j.graf@heimatbund.de. Herzlichen Dank für das Tauhören, sagt Jan Graf.